Willkommen bei Halbschlau voll Herz, dein kurzweiliger Ohrensnack mit der Steffi. Und der Jenny. Da gibt es jeden Donnerstagmorgen eine Portion Herz, ein bisschen Chaos und hoffentlich ein paar Lachen. Ich finde es schön, wieder da zu sein und dich zu sehen, Steffi. Ich bin jetzt beide wie so verschämt da gesessen. Weißt du, einfach irgendwie so, hoi, hoi. Es ist schön, dich wieder zu sehen. Wie geht's dir, Jenny? Ich habe erst gefragt. Also gut, ich sage, ich habe ein bisschen einen Rumpelbauch. Ich habe gerade ein paar Tage eine Sommergrippe gehabt und ich habe im Euromillions nicht gewonnen. Also eigentlich würde ich sagen 5 von 10 Sternen, gerade aktuell heute. Aber wie Okay. geht's dir? Wir haben immer noch Bauarbeiter von der Wohnungssanierung im Haus nach 8 Wochen. Und ich habe heute offiziell auch der Verwaltung geschrieben, dass wenn ich weiterhin so ein Projektmanagement muss betreiben für die Sanierung in dem Umfang, dann stelle ich das in Rechnung. Weißt du, ich frage, also weißt, ich meine, ich weiß ja schon wieso. Ne? Man hat ja einfach gesagt, man nimmt einfach die billigsten, will Gründe, oder? Aber ich meine, dann muss er kommen, jetzt müssen sie eigentlich nur noch das flicken, was sie kaputt gemacht haben während der Sanierung, wo vorher eigentlich ganz war. Und dann ist es wirklich so, dass er irgendwie halt vor unserem Fenster steht und links das Loch flickt und rechts das Loch nicht gesehen. Und ich meine, wir haben ja nicht so Das ist jetzt- Palettfenster, sondern ganz normale Bünzli-Fenster. Mhm. Ich frage mich halt schon, von dem her, Nein. mega Aber viel gut, aber mein Blutdruck glaube nicht so. Nein, wirklich. Aber hast du jetzt auch verschiedene Handwerker, das habe ich mal gehabt, wo wir etwas müssen umbauen in der Wohnung, dass jeder Handwerker also hure Experte ist auf dem Gebiet vom anderen Handwerker, der es falsch macht. Der Schreiner hat die ganze Zeit kommentiert, was der Maler für eine Pfeife ist. Der Teppichleger hat gefunden, der den Boden hat. Weißt du, so, und wirklich so, weißt du, Experten und dann so, das gesehen der Letzte, was der vorher gemacht hat. Weißt du, so, what? I don't know. Ja. Und also auch lustige Diskussionen, wie sie haben zum Beispiel alles abgemessen natürlich. Und dann die neuen Fensterrahmen montiert und dann gemerkt, dass die Storenvorrichtung, wo die Storenmaschine tut, das kannst du runtertüllen, das, Mhm. das hat jetzt nicht Platz. Die Fensterrahmen sind zu breit. Ich meine, who knew, oder? Es ist irgendwie so, also man könnte ja nicht ausmessen oder so. Oder? Aber es Das ist, ist eigentlich noch jetzt mal über Girl Math, oder? Aber ich meine, Nein, es ist wirklich so ein bisschen wie Expert Math. Anyway, also bevor jetzt irgendjemand jetzt das Gefühl bekommt, wir haben jetzt irgendwie, weißt du, das ist eine neue Heimwerker-Podcast-Serie. oh, Eigentlich wie nicht. Aber jetzt hey, hören wir wieder haben. Kennst du das noch? ja, das ist, Jesus Gott, das wäre ja total les. Also, wir haben schon den nächsten Podcast im Peter. Weißt du was? Probieren wir mal die zweite Folge von unserem Podcast zu überleben und einigermaßen strukturiert herzubringen. Aber weißt, ich finde es schön, mit diesen Popkulturreferenzen haben unsere Hörerinnen, die vielleicht die letzte Folge noch nicht gelesen haben, die sie gerade nachher hören, Ja, dann haben sie das Gefühl, wie alt das wir sind, Steffi. es ist im Fall wirklich ganz klar. Ich Oder? habe mich jetzt So drei gut. Sachen und ich muss quasi, was ist dein Lieblingssong gewesen, wo du 20 bist? Oh, Scheiße, was ist das gewesen? Was ist denn Jetzt musst du, jetzt musst du Also, das ist herdenken. also 2010, ich weiß nicht, was ist denn Oh, shut up. Die andere. Als ich 20 war, ist gerade CD erfunden worden. Nein, nein. Also wir sind Was ist? alt. Nein, wir sind so ein bisschen alt. Vielleicht älter als du, ich weiß es nicht. Aber wir sind. Google jetzt gerade mal, was 2004. Bist du 2004 bist du 20 gewesen? Ja. 2004 habe ich schon ein zweijähriges Kind gehabt. What? I know! Sorry, was mache ich mir? My mind is slightly blown. Also es ist jetzt ein neuer Podcast über zwei Generationen, ein Mikrofon. Nein, es ist, ich bin jetzt gerade ein bisschen entsetzt. Aber Fakt ist, warte, als ich 20 war, ist es... Man hat gelost damals zum Beispiel My Immortal von Evanescence, Oh, okay. Toxic von Britney Spears und der Schweizer Kuschelrock-Klassiker überhaupt, Heaven von Gotthard. Ui, also ich muss jetzt einfach gerade ein bisschen würgen. Es ist irgendwie... Absolut Also same. nein, Ich meine, Rest in Peace, aber ja. Oh. nein, wirklich. Also ich bin jetzt auch gerade schnell am Googlen, warte schnell. Siehst du, da merkst du auch, wie alt ich bin, dass ich mir gesagt habe, ich frage ChatGPT. Charts, warte mal schnell. Das war, ich Das sage ist jetzt Jahr, richtig in ich sage jetzt Jahr nicht laut, aber oh, okay. Also ich finde es schon noch geil. Whitney Houston, I Will Always Love You. UB40, Can't Help Falling in Love. Und, oh nein, Meatloaf. Ich finde es im Fall, es ist fast wie Gotthard. Meatloaf, I Do Anything for Love. Und wir wissen immer noch nicht, Ich habe letzte im I Fall Want gerade That. der Freundin so einen richtig lustigen Flachwitz geschickt im Speaking of UB40. Und zwar,
Ich muss ihn vorlesen, der ist richtig cool. Ich bin If you parat. were a child when Red Red Wine, oder? Red Red Wine was released, Ja. you be 40-ish now. Okay, sorry. Ich kann ihn noch schnell ein Wir bisschen sehen, das ist etwa der Humor bei uns. von Halbschlau voll Herz. Ich finde, we set the tone. Wir sind total parat. Ich Genau. sage, jetzt, sorry, jetzt reissen wir uns ein bisschen am Riemen. Ich bin leicht Genau, erste Kategorie. Steffi, go. Shit, I didn't buy Okay. this week. Shit, I didn't buy. Okay, und weißt du, was ich diese Woche nicht gekauft habe und ich wahnsinnig gern gekauft hätte? Hm. Es, kennst du es? Euro Dreams los. Das ist so, weißt du, wo du irgendwie wie so das Win for Life los, aber du hättest dann jeden Monat 22.222 Franken. Ist recht geil, ist so ein neues Lottospiel und ich habe alles schon ausgefüllt online und habe gefunden, irgendwie so, hey, I can feel it, ich gönne die Woche. Dann habe ich gefunden, bist du eigentlich bescheuert? Ich bin so pleite im Moment, da muss ich sicher nicht noch Lösli kaufen online. Nicht gekauft, wirklich. Ich bin gerade wieder Ich würde das auch als ausgestiegen. neue Kategorie einführen. Also übrigens, wenn das die erste Folge noch nicht gehört haben, wir führen immer wieder neue Shit ein, wie wir Hm? es selber einfach so gut finden. Wir Hm? können auch jede Woche einfach ein neues losposten. Eigentlich ja schon. Nein, das ist Oder okay. Euro Dreams. Nicht Euro Ich heiße Millions, es Euro Euro Dreams. Dreams. Ja, das ist wirklich. Also, ich habe es nicht gemacht. Was hast du nicht gekauft und wir sind alle stolz auf dich? Das ist jetzt sicher ein bisschen kontroverse Meinung, wenn ich ja mit der Ownerin vom grössten Schweizer Beauty-Blog rede. Ich kann es noch im Warenkorb, aber ich kann es noch nicht können abdrucken. Kommt jetzt. The Liberty Der Beauty Adventskalender! Adventskalender. Adventskalender, Beauty Adventskalender! Der ist 280 Pfund ohne Shipping. Aber sorry, der Inhalt ist ja etwa 1.000 Pfund wert. Ja, aber die Math check ich eh nicht. Es ist, ja, aber es ist, weißt du, sie sagen, weißt du, so ein Luxury-Sample, sagen die jetzt, Nein, wie kann hat ich den Wert nicht von wissen. irgendwie 47 Pfund? Niemand. Ich bin einigermaßen bei Verstand, würde für irgendwie ein 15 ml Parfum so viel zahlen, aber ich verstehe, Nein. ich spüre dich so sehr. Und shit, es kommt jetzt gerade auf meine To-Do-Liste mit dem Post-it da. Der Adventskalender-Post bei mir auf dem Beauty-Blog. Weil Ja, also jetzt ich meine, ich im habe vor Jahren mal September. einen gehabt, nicht von Liberty, aber von Cult Beauty. Es war schon lässig gewesen. Aber ich meine, ich habe dann auch recht viel verschenkt von diesen Sachen, weil ganz viel drin ist, wo einfach irgendwie nicht dein Hautton ist, nicht dein Haut bei der bla bla bla, oder? Mhm. Und ich Aber, habe es ist schon, gedacht, ja, aber der Liberty ist schon wahnsinnig schön. ja, ich Also ich weiß. finde das von einem vom Design her einer der schönsten. Ich bin halt ein sehr großer Fan von Joe Malone London. Der ist auch immer extrem stylisch. Und Ja, speziell ja, Parfum, naturgemäß. ja, es ist schon ein bisschen so. Aber Also ich nein, meine, vielleicht, wenn jemand sagt, ich nehme die Hälfte von dem Produkt und jemand geht Splitsies mit mir und dann machen wir einfach eine lustige Liberty Adventskalender Party und dann auslosen, wer was bekommt. okay, wisst ihr, was sie jetzt probiert zu sagen? DM me. DM me, guys. Nein, es ist wirklich, also ich verstehe dich total. Ich bin natürlich ein bisschen der Ass und sage einfach irgendwie so, hey, sorry, ich werde sowieso irgendeinen noch zugeschickt bekommen. Und ich bin einfach verwöhnt mit dem ganzen Beauty-Shit. Darum hassen wir dich. Es ist wirklich einfach irgendwie so, am I the asshole? Yes, Yes. ja! There we Also mein go. Beispiel, das ist eine sehr gute Überleitung. Also mein Beispiel von dieser Woche haben wir jetzt wirklich Steffi. Also, wir haben uns ja wirklich jetzt zum Sport gemacht, einfach schnell zum Erklären. Es gibt ja auf Reddit, also es ist eine Community, muss man schon fast sagen. Bin ich das Arschloch? Am I the asshole? Jenny und ich haben festgestellt, niemand nimmt das auf Schweizerdeutsch auseinander. Darum haben wir gesagt, wir sind da für euch. Und unsere Challenge ist, dass jede von uns jede Woche hier im Podcast unsere Lieblingsstory mitbringt. Ich bin das letzte Mal dran gewesen mit der Betrügerin und nein, wie nennt man das? Mit der Ehebrecherin. Und du hast jetzt irgendetwas, wo, glaubst mehr so ein bisschen ernsthafter ist, oder? Ja, also Mm, es wird einfach schon mal alle dividen, die wahrscheinlich Kinder und kein Kind haben oder so, ich weiß nicht. Genau, Also, okay. es geht darum, am I the asshole, dass ich meine Schwägerin bitte, die Reinigung zu zahlen von der Wand, wo ihre Kinder bei mir in der Wohnung geschmiert haben. Also Single Barely hat eine Familie eingeladen zum Znacht und die Kinder haben dann dort an die Wand gemalt. Also es sind wirklich noch kleine Kinder. Also wie steht das Alter? Wie alt sind die Kinder? Fünfi. Hm, Oder, also ich meine, es steht 5M, also dann habe ich jetzt gedacht 5 Months, aber nein, nein, es ist ich Five habe jetzt noch keinen Male. fucking Ja. Stift. Also
es geht wieder fast in 5. Was ich wiederum finde, ist schon auch wieder recht zum Also, Wand malen. gross. Aber anyway, I have continue. questions. I have Anyway, die haben questions das Ding too. gemalt und sie haben mir gerade die Wand vorher frisch gestrichen und sie findet jetzt halt, sorry, du musst das zahlen. Und er findet halt, also er ist ja dann ein Brüder, findet dann so, ja, aber sie ist eine Single Mom und sie hat nicht so viel Geld und ja, uns tut es ja finanziell nicht so weh und forget about it. Und sie sagt jetzt eben, am I the asshole? Es steht nirgends. Ja, gut, nein, es ist im Fall, es ist nicht einmal, weißt du, so, wie viel das, wenn du jetzt einen Maler kommen lässt, kostet das vielleicht unter Umständen, wenn wir in Zürich sind, 800 Stutz. Ich weiß es nicht, zum irgendwie eine Wand anmalen. Aber man könnte ja auch wie Ich nicht. meine, es könnte ja ein Riesenwand sein. Ich meine, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf den Boden. Jenny, weißt du was? Wir sind schon wieder beim Thema Bauen. Ich glaube, es ist gleich jetzt plötzlich ein DIY-Handwerker-Podcast. Aber weißt du, es ist ja nicht die Farbe. Moll, es ist ja, du musst ja Farbe kaufen und Roller und weiss was. Ich finde es, also, ich weiß nicht, darf ich jetzt schon vorgreifen? Hast du mich schon um meine Meinung gebeten? Nein, bitte. Was meinst du dazu, Steffi? Ja, gesagt, Als Mami also, von 2 erwachsenen Töchtern. Mami von 2 erwachsenen Töchtern, wo ich würde sagen, sie wissen genau, von wem ich rede. Eine von meinen Töchtern hat das definitiv gemacht Mit und die andere 5 hat noch. es gemacht. Eben. Es ist Wow. eben. Okay, so ich als Mutter von 2 einigermaßen anständigen Kindern würde sagen, ich finde es legitim, dass man sagt, hey, kannst du mir oder etwas dran zahlen oder mir helfen streichen. Finde ich im Fall okay. Sag mir nochmal, wie sind die miteinander? Das sind Verwandte. Das ist die Ja, Schwägerin mit dem Kind. Also, und das ist bei einem oh, also childless die Pärchen. Schwester vom Mann. Von Genau. ihr. Also ich finde vor allem, also ich bin immer im Fall ultra stressed out gewesen, wenn wir eingeladen waren mit den kleinen Kindern bei Leuten, die kein Kind haben. Im Fall. Da bin ich im Fall absolute Alarmbereitschaft gewesen und irgendwie so keiner von meinen Gofen hat auch nur einen Fuß aus dem Zimmer gesetzt und ohne dass ich irgendwie gerade gerannt bin, ich so, was machst du, wo gehst du an und so, weil ich gewusst habe, dass die allermeisten, die kein Kind haben, sind auch ungeschmeidig und ich finde es völlig Sorry. legitim. Also, ja. Mhm. Ich kann auch bei uns, also mein Partner, wir sind nicht verheiratet, aber eigentlich so, ich sage eigentlich bei uns, bei seinen Brüdern daheim, bevor sie Kinder hatten, sind wir einmal dort rein und sind so total unentspannt gewesen. Also ich unentspannt, mein Partner völlig entspannt. Mhm. Und dann ist er mal, ist mein Sohn, der ist dort noch ein kleiner gewesen, ich glaube so 2,5, ist er mit so Blechautos, ist er jetzt so rumgefahren und so. Und die Mhm. Blechautos, ich meine, die können halt schon Kratzer machen. Ja. So. Und sie sind laut, potenziell auf dem Ja, Boden. aber er ist so auf dem Sofa rumgefahren Ah, und ich okay. habe das Ja. eigentlich recht spannend gefunden, weil er fährt immerhin nicht an der Wand oder so. Mhm. Dann irgendwann komme ich dann so in die Stube und sehe dann so und mache so Ja. und nachher so, wieso? Er fährt da nur auf dem Sofa, also da auf dem Lounge-Chair. Und ich so, ja, du weißt schon, dass das ein Vitra Lounge Chair ist, wo du irgendwie Okay. 8'500 kaufst. So, Ja. übrigens. So. I. Also, darum, ja, also jetzt haben sie auch ganz viel nicht mehr, also nicht mehr, vorher haben sie auch ganz alles schöne Sachen, möglichst alle schönen Vasen also unten angestellt, das haben sie jetzt auch nicht mehr, sie haben selber Kinder. Ähm, Mhm. Ja, man lernt dann das so wird dazu. zwar nie etwas geben, aber ja, ich finde auch, also zumindest irgendwie sagen, hey, ich zahle etwas dran. Also vor allem, mein Sohn ist 6 und hätte never letztes Jahr einfach irgendwo an der Wand gemalt. Einfach nicht, Also oder? ich weiss, er hat einmal, ich glaube, das war 3 oder 4 gewesen, hat er, nein, nicht mal 3, sind Buddies von ihm da gewesen und dann haben sie zusammen, er hat so ein Pickeldreieck gehabt, so ein Dreieck mit so einer Holzrutsche, wo du so kannst Ja. machen. Mhm. Mhm. Und dann haben sie das angemalt. Da habe ich Okay. gefunden, ja, komm, Nicht ideal, ja, aber ich finde, grundsätzlich muss man nicht machen, aber Hackrum ist dies, also who cares? ja. Ähm, ja. Aber also, sorry, bei fremden Leuten gehen eine Wand anmalen und ich finde vor allem Ja, eben, aber also auch, nicht, also auch bei deiner Familie, go Wände anmalen, finde ich auch irgendwie nicht so. ja, nein, also Nein. ich finde, es ist, also weißt du, das Argument, das auch noch drin gespielt hat jetzt in dem Post, wo sie gesagt hat, irgendwie, weißt du, so, oder wo der Schwager nicht gefunden hat, hey, die haben Single Mother und so, das finde ich, spielt vielleicht schon mit, weißt du, und du weißt, dass die eine knappe Kasse sind, Ja. die Eltern oder die Mutter, dann finde ich, irgendwie kann man darüber reden, weißt du, wenn das jetzt Ja, irgendwie und dann sehr kannst du ja wohlhabend ist. sagen, hey, also weißt du, dann kannst du ja auch sagen, hey, können wir das irgendwie zusammen besprechen und weißt du auch nicht, wäre es realistisch für dich, dass du, keine Ahnung, 20 Stutz im Monat
Nein, und vor allem, sorry, ich finde, es geht darum, also ich meine, sorry, wir sind beide Schweizerinnen und ich meine, I would literally die. Ich meine, ich wäre die sagt, ich zahle dir alles, ich dusche mit dir Wohnungen. Weißt du, es wäre mir so peinlich, es wär mir so nicht recht, wenn meine Kinder das würden machen bei jemandem. Nein, Also, fix nicht. Und dann eben, wenn die Kinder 5 sind, habe ich halt schon Fragen. ja, ich kann auch fragen, können wir bitte, hat es ein Foto von dem Kind? Können wir Nein. jetzt da irgendwie so, können wir mit Nein. der Lehrerin von dem Kind Datenschutz, reden? Steffi. Nein. Wir wollen kein Foto von 5-jährigen Kindern im Netz haben. Punkt. Oh, ja, ich habe es auch gerade gehört, wo du es gesagt hast. Das ist irgendwie so, Also, können wir das das nachher Foto von dem Kind. rausschneiden? Das ist super creepy gewesen. Nein, sorry. Also, wir nehmen es zurück. Was sagen wir jetzt? Was ist unser Fazit? Ich würde sagen, einmal die Asshole. Warte schnell. Ja, es ist, Was ist also, die Fragestellung gewesen? Bin ich das Arschloch, wenn ich Geld will dafür? Ich ja, sage, nein, du bist keins. ja, ich sage auch, du bist keins. Okay. Und was hat die Reddit-Gemeinschaft gefunden? Sind wir, Ja, grundsätzlich, ich glaube, ganz viele Reddit-Leser haben kein Kind. Und dann ist es auch klar. ja, dann findet sowieso das Sowieso. Hinterletzt. Ja, Okay, gut. Aber ja, einfach immer so quasi control your children. Es genau. ist und ja, und manchmal, das wissen wir auch, die Kinder haben, wissen auch, es geht nicht immer 100%. Ich würde sagen, kannst sie 99% von der Zeit kontrollieren, oder? Ist das jetzt grössenwahnsinnig von mir? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, My poor suppressed daughter. gibt es so einen Gender Gap. Vielleicht schon. Mädchen und Buben. Oder wir langsam haben schon so das Gefühl, es gibt so Sachen, wo einfach so Hashtag Boys Mom. Und einfach so. Okay, das ist sowieso, kannst du bitte auf deinen Notizblock mit zukünftigen Themen, weißt du, so quasi, also, weil das ist ja mein grosses Problem, dass ich Buben grundsätzlich super suspekt finde. Das Dubioseste, was es gibt, sind kleine Buben. Wirklich. Das sage ich als Mädchenmam. Ich finde sie Sehr stink schön. unkontrollierbar, irgendwie so gewalttätig, Stimmt. absolute Memmen, weißt du, so quasi, und dann brüllen sie noch so irgendwie so. Also, anyway, das ist unser Thema für die nächste Folge. Ist Steffi und Jenny reden nicht mehr miteinander. Aber Ja, ja. oder einfach MI Asshole. Ja, es ist so. Eigentlich müssen wir das auch untereinander verteilen in jeder Folge. Okay, Ja, ja, absolut, absolut. Ich mache also ich finde bis nur jetzt Sachen, die komplett über jeden Zweifel erhaben sind, aber es ist wirklich, aber gut, also wegen dem haben wir ja den Podcast gemacht, weil wir uns ja wirklich so selten anzweifeln oder finden, we gotta share this shit. Weißt du? never. Selbstzweifel? Nein, kennen wir nicht. Das ist so. Nein, Hey, get out of Frau mit der here. Uhr, was sagt unsere Uhr? Was sagt unser Genau, Time? uns ist nämlich auch get out of here. Wir gehen nämlich zu unserem nächsten Thema. Missquote of the Week. Und Steffi, Ja. ich habe kein Missquote gesucht, aber ich habe dafür eine Missgeburt. Ich weiß, das ist wahrscheinlich auch so ein Wort, wo man gecancelt wird. Das darf man sicher nicht sagen, wie das andere M-Wort. Aber ja, continue. Aber ich meine ja nicht, ich meine, wenn ihr hört was, dann sagt ihr ja, Jenny, genau. Ja, ich bin da. Labubus. Ist das jetzt eine lang genug Kunstpause gewesen, dass wir wirklich noch ein bisschen Ich Johnny... habe innen gerade, verstehen wirklich alle, also wissen alle, was Labubus sind. Aber weißt du, ich finde es mega lässig, wenn es jetzt tatsächlich Leute gibt, die sagen, hey, what the fuck, was sind Labubus? Hey, dann können wir sagen, du schnell Pause drücken, gang rasch ins Let me Internet Google this for you. und wieder zu uns. Darf ich ganz schnell mit, weißt du, so ein bisschen mit dramatischer Pause und merkt man, ich weiß gar nicht, wo mein Mikrofon ist, da an dem Computer, aber Da, da, da. dümmste, man sieht mir nur noch meine Stirn in der Cam. Das Dümmste, was ich je gesehen habe in meinem Leben. Und das will viel heißen. Ich bin 52. So ein schönes Reel. Ja. Ich habe viel dummes Zeug gesehen. Labubus ist einfach Trash, es ist Wir Müll. sind in Deutschland aufgewachsen, wir haben ja auch ganz viel Shit gesammelt früher. Aber weißt du, Ja, also, wir sind die Generation, die so Nückeli an Ketten gehängt hat und die gesammelt hat. alle haben so einen Scheiß gemacht. Aber weißt du, und dazwischen wissen wir, es ist 25, dass wir nicht unseren Planet noch weiter, er steht sonst schon in Flammen, dann müssen wir nicht noch Sondermüll kreieren mit so grusigem Scheiß, wo einfach in 2 Jahren in Kübel landet, eben auf Müllkippen. Und ich weiß, oh mein Gott, ich habe jetzt ein Aneurysma, ich muss jetzt schon wieder anliegen, schon in der letzten Folge. Nein, es ist das Dümmste. Aber weißt Ich du, mag jedem gönnen, ich mag's. Wie viel kostet die? Ich bin gar nicht schauen. ich weiß nicht, es gibt ja auch, ich habe mir auch gelernt, es gibt Labubus, die sind glaube ich noch recht teuer. Mhm. Und dann gibt es ja auch Lafufus, das ist irgendwie die billige Kopie, die vom Lastwagen gefallen ist oder so, keine Ahnung. Und Ja, und es gibt sicher auch so. ich meine, der Manuel hat im HB doch irgend so ein Pop-up gemacht, wo die Leute irgendwie morgen um 3 sind anstehen oder so. Also, und Ja, aber du weißt hast ja auch nie wählen, dass du darfst ja nicht sagen,
hey, Das ist ganz so, viel Geld aus und ich nehme den Pinky, sondern die sind ja alle so Mystery-Box-mäßig unterwegs. oh, Das okay. heisst, du kommst irgendeinen über oder kommst du vielleicht den hässlichsten über von denen? Ich meine, Darf ich ganz schnell etwas sagen? Ich hätte nie gedacht, dass ich es mit 52 jetzt schon schaffe. Aber mein Vater hat immer gesagt, Stefanie, mit den Dummen macht man Geld. Und Hansen, Hans, ich weiß, du hörst zu. Ich hoffe, du hörst nicht zu. Bitte los nicht zu. Aber du hast recht. ja, scheiße. Okay. Also, Du weißt schon, dass du das jetzt einfach wieder so mit dem Handy oder so aufnehmen und dir immer wieder abspielen, wenn... hey, wirklich. Also ich glaube, es würde ihn nicht schockieren. Aber bitte, einfach falls Ihnen, nein, sag es meinem Papi bitte nicht. Es ist schon schlimm genug, dass er auf Hey Pretty Amigs mitliest und nachher sagt, das ist ein interessanter Artikel gewesen mit dieser Mascara. Nein, es ist wirklich, ich will es nicht. Ich will es nicht. Papi, ich liebe dich, aber nein. Du Da bist musst du besser nicht zu das. Hause. Also, ich meine, besser, du hast einen Blog über Beauty als zum Beispiel einen Blog über Sexspielzeug. Das wäre, ich würde einfach, I would literally die. Oder? Wobei, das ist wieder ein anderes spannendes Gespräch, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich unterschätze meine Eltern. Weil, Ja, du, die nein, sind ich meine, in den ja, ich 70er wünsche deinen Jahren. Eltern ein total tolles Sexualleben. Und gleichzeitig glaube ich, wenn deine Eltern kommen und sagen, «Hö, die Nein, du willst es nicht wissen. Du Schweiz sind im willst Fall total lässig. absolutely not. I guess Ich it's will gar like, nicht, ich will gar nicht, dass du den Satz beendest. Ich will nicht dort hingehen jetzt in meinem Kopf. Wir haben jetzt so einen lässigen Podcast, wo wir einfach über lässige Sachen reden können und ich will das Bild jetzt nicht in meinem ja, Kopf. also, Danke ich vielmals. würde eigentlich auch nicht mehr über Labubus reden, weil Danke it's not vielmals. worth it. Next, Drop next. this shit, next. Drop this shit. Ähm, hey, wir sind in der letzten Kategorie und zwar Fat Best Friend Advice of the Week. Ich habe einen. Gib was. Okay, und zwar, also jetzt haben wir ja einen total lässigen Sommer gehabt, weil alle sind zu Fuß gewesen und irgendwie, weißt du, auf dem Velo und in der Body und so und das Tram ist leer gewesen. Und ich wohne literally an der Tramhaltestelle und das Tram ist bei mir wirklich einfach, ich laufe grundsätzlich nicht. Ich bin immer im Tram. Und es ist ja so, Jenny und ich sind ja your fat best friends und ihr könnt uns gerne googlen, I don't care. Wir sind beide überdurchschnittlich breit. Nein, ich sage es einfach anders. Wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Platz als andere Frauen. Das ist so ein Aber Topwort. ich weiss, Korpulent. korpulent. Es ist okay, wir sagen von uns selber, wir sind dick. Und anyway, und eben als your fat best friends, finde ich, es gibt so eine gewisse Tram-Etikette. Weil jetzt ist natürlich das Tram wieder voll, es ist ein recht grusiges Wetter gewesen und irgendwie so alle finden, ich kaufe mir jetzt Und ein wir Tram. werden bald noch dicker, wir haben ja noch die Daunenjacke. Bitte. Und dann hast du vielleicht noch eine fucking Daunenjacke an. Anyway, ich finde es immer sehr spannend, weil ich wohne an einer Tramhalte, also an einer Linie, wo neue Trams sind. Also weißt du, und die sind, das haben ihr alle wahrscheinlich festgestellt, die in Zürich umkurven, die Sitze sind schmäler. Je neuer das Tram, desto schmäler ist der Doppelsitz, oder? Und wenn man nebeneinander sitzt, ist auch bei zwei völlig normalgewichtigen Leuten, ja, kommt man sicher relativ näher als früher oder in anderen Tram oder im Bus. Und was mir einfach aufgefallen ist, dass wenn ich amix in dem Cobra-Tram sitze und nein, es ist eben es ist der neue, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, mit dem Holzsitz. Wenn ich dort sitze, dann bin ich, auch wenn ich mich wirklich, ich drücke mich amix fest an die Wand an, aber dann schaut einfach meine eine Hüfte schon einfach über den Sitz, über den zweiten Sitz raus. Oder einfach ein bisschen, aber nicht so, also wenn jemand neben mir sitzt, berühren wir uns. Fremde Personen. We touch. Und ich finde es nicht geil. Ich finde es nicht lässig, aber ich kann handeln. Ich kann es total handeln, weil es ist ja meistens zeitlich begrenzt. Aber es gibt, Flugzeug wäre dümmer. das wäre allerdings dümmer, aber dort hast du wenigstens noch, weißt du, die Armlehne, wo du noch kannst eine kleine Distanz schaffen. Ja, Aber eben, ich habe mich einfach, mir ist aufgefallen, dass es gibt wirklich, dass Leute einsteigen und das Tram ist einigermaßen voll und dann finden sie, super, es hat einen Sitzplatz und dann laufen sie in meine Richtung und dann sehen sie, einfach, weißt du, quasi das Assessment, so, die ist nicht dünn und ich bin vielleicht auch nicht dünn und dann nachher entschliessen, weißt du, siehst den Prozess, wo sie finden, soll ich jetzt absitzen, weil ich werde sie berühren oder soll ich nicht? Und ich finde das immer so ein bisschen ein leicht awkward Moment und ich mache genau das Gleiche. Wenn ich im Tram bin, ich stehe lieber, als dass ich das Gefühl habe, dass ich in eine wildfremde Person muss gehen. Weißt du, so, weißt du, so, es ist ja fast das Viertel. Es ist so, wirklich so am Oberschenkel. Einfach ja. warm. Ja. Wie geht's dir? Wie geht's dir mit dem Thema? Also grundsätzlich glaube ich, niemand wird, also grundsätzlich, wenn die Menschen nicht neben Menschen hocken. Ja, ja, okay, das kann man ja so Also abbrechen. Public Ja. Transport. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Und es hat auch niemand irgendwie. Also, es hat auch niemand wirklich bequem Platz auf diesen Tramsitz, außer irgendwie kleine Kinder. Es ist wirklich so. Für kleine Kinder sind es unlässig.
Wirklich. Ja, wie sie auch so rutschig sind. Und dann Genau. die ganze Und sie können recht gut so miteinander schlägeln und so. Das ist überhaupt Aber kein Sicherheitsrisiko. es ist so. Aber ich finde einfach so den Moment, ich finde, den können wir anerkennen und ich möchte vielleicht auch an dieser Stelle deklarieren als Official Fat Person, ich bin nicht beleidigt, wenn jemand, weißt du, so quasi beschließt, sich entschließt, vor mir einfach zu sagen, ich glaube, ich sitze da nicht ab, weil es ist zu eng. Ist total okay für mich. Ich kann mega damit dealen. Also selbstverständlich, wenn es eine alte Frau ist, angerückt, stehe ich natürlich auf. Ja, natürlich. Sonst hätten wir wieder etwas für eine Mediaso-Kategorie, Ja. oder? Und das wäre im Fall auch noch ein spannendes Thema. Hast du auch schon, weißt du, so ältere Leute, also Leute, die älter sind als du, die so mega beleidigt reagieren, wenn du sagst, möchten sie sitzen? Oh Und ja, auch es gibt schon. so einen Schlag, vor allem so Männer, die dann einfach so völlig entsetzt sind. Und ich so, was? Nein, warum? Weißt du, so, ich so, Ah hey, ja, ich hatte mal eine wirklich alte Dame gehabt. Also, ich meine, die war irgendwie in ihren, also mindestens 70er gewesen. Also wirklich, ne? Und nein, ich bin ein Rotfuß. Oh, wow! das Never bin mind me asking. es ist wirklich Okay. so. Es ist Aber wirklich weißt, nicht ich habe natürlich auch gefragt, sie sehen mega alt und gebrechlich aus, möchten sie nicht sitzen? Da haben wir schon wieder, dann haben wir auch gedacht, meine Lieblingssituation in der ÖV ist wirklich gewesen, wo ich irgendwie mal auf ein Tram gerannt bin und dann hat mir eine ganz alte Dame, sie ist eingestiegen und dann hat sie mir die Türen aufgehebt, weil sie gesehen hat, wie ich renne. Und dann renne ich in das Tram rein und ich habe so ein wallendes Maxi-Kleid angehabt. Dann sagt die mir, sie sollten in ihrem Zustand vielleicht nicht rennen. Und ich so, weißt du, mein erster Gedanke war, so eine Sau, hast du das Gefühl, ich bin so alt, dass ich nicht mag rennen? Und ich so, ich habe gemeint, ich sei schwanger. Und ich so, wow, wow. Es ist wirklich noch ein anderes Thema, weißt du, und dann bin ich easy, weißt du, so 47 gewesen. Da bist du wahrscheinlich schon wieder verzückt, wenn jemand findet, irgendwie so, du könntest legit schwanger sein in deinem Alter, I don't know. Anyway, ja, also, Tramticket, heben dann die Türen auf und Perimenopause, Menopause. ja, es ist wirklich, oh, da haben wir noch so viel Guter, ich sag's dir, da will ich sagen. Also, ich finde, das wäre jetzt auch ein gutes Schlusswort, weil ich muss jetzt dann füßeln. Nein, aber ich bin ein mega grosser Fan von Progesteron. Ich weiss, wir sollten wirklich nicht, es ist ja nicht so Drogen promoten, aber es sind ja Hormone und ich kann einfach Und sagen, wer von uns Medical Advice nimmt, ist halt schon einfach auch ein er ist wirklich auch schuld, aber ich finde es im Fall, ich Der finde Podcast heißt Halbschlau. Please. es ist wirklich so, es ist halb schlau, aber mit viel Herz. Und ich finde irgendwie so quasi, I am not fucking around. Es ist wirklich, ich schlafe besser, ich bin zufriedener und ich bin mega froh, Hast dass du mein von Mann, Frau als mein Mann, Frau bekommen? literally, der Niklaus, mein Mann, ist nebendran in der Stube und wahrscheinlich hört er, was ich sage. Und wenn ich jetzt da rumpuppe und ich bin nicht zufrieden, wahrscheinlich ist er am Brüllen auf dem Sofa und dann holen mich da raus, die böse Frau. Aber nein, ich habe das Gefühl, ich sage relativ geschmeidig. Und dann denkt sich jetzt, oh, wenn das die geschmeidige Steffi ist, Wenn wow, das was die ist denn die geschmeidige nicht geschmeidige Steffi? Weißt du, wir könnten auch mal probieren, den Podcast zu machen, wenn wir beide, unsere ganz nightly Skincare-Routine schon gemacht haben und so geschmeidig drauf sind. Weißt du, wie man es halt muss machen, weißt du, einfach So Bild. wie es jetzt Jenny schon macht. Aber ja. Das ist wirklich, so, bist du wirklich, ist das no Make-up? Das ist fucking no Make-up. Du Sau. Das finde ich. Come on! Es ist alles rot! Nein, es ist überhaupt nicht rot. Das ist Ach, die Kerl. wie eine Fünfjährige. Ich finde, es ist ein guter Punkt zum Dann Abschluss. können wir es beenden. Wir können es beenden. I've had enough. Nein, aber as always, es ist so geil, zweite Podcast-Folge ich schon, as always. Aber ich glaube, ich rede jetzt auch für Jenny, wenn ich sage, wir freuen uns im Fall total, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Unser Instagram-Account heisst, jetzt bist du dran, heisst... Halbschlau voller Herz. Genau! Ohne nichts. Ohne nichts. Und wir freuen uns im Fall über DMs, wir freuen uns ihr könnt uns auch lustige Bildchen schicken, nicht so Bildchen. Ich würde sagen, Steffi, why? Wieso machst du Ich könnte uns Fotos schicken von den Sachen, die ihr nicht gekauft habt diese Woche. Das wäre lässig. Das ist okay. Ja, das ist Wenn ihr total irgendwie coole Shit gesehen, die ihr nicht gekauft habt, dann uns taggen und wir euch cheeren. Ja, das fänden wir total Ich bin lässig. stolz auf euch. Wir werden uns hart abfeiern. Und ich glaube, wir sind voll gut in der Zeit. Unser Ziel ist mit dem Podcast 20 unterhaltsame Minuten zu machen. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? I don't know. Das mit den 20 Minuten meine ich, das mit dem Unterhaltsamen muss jeder selber wissen. Jesus. Vielleicht. Also, hey, danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Es war mega lässig. Bis bald. Das war halb schlau, voll Herz, dein Ohrensnack mit der Steffi. Und der Jenny. Wenn es dir gefallen hat, folge uns, teile die Folge mit deinem Lieblingsmensch und schreib uns, welchen Ohrensnack du dir fürs nächste Mal wünschst.